dass wenn der Import von Lebensmitteln nach Österreich um 10% reduziert würde, würden 27.000 Arbeitsplätze geschaffen. Ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Und dann meine Frage an den Herrn Ufer. Die FPÖ ist momentan in den Umfragen die stärkste Partei. Es wird immer gesagt, das Neuwahlgespenst spuckt jetzt schon länger herum. Der Herr Ufer wird immer gesagt, schreibt das Parteiprogramm oder das Regierungsprogramm. Und dort hätte ich meine Bitte, vergesst auf die Bauern nicht und die Landwirtschaft. Es ist für den ländlichen Raum sehr wichtig, es sind sehr viele Arbeitsplätze, die da dranhängen. Es wurde in der FPÖ oft schon auf die Bauern vergessen und ich hoffe, dass dieser Fehler nicht nochmal passiert. Ich glaube, da sollte jetzt vielleicht gleich eine Antwort vom Herrn Präsidenten kommen und dann machen wir mit der Diskussion weiter. Vielleicht, Professor Wohlmeier, du auch zwischendurch noch kurz, dass nicht zu viel auf einmal wird. Ja? Vielen Dank. Ja, der Harald Janert lässt mir das nicht vergessen, dass wir, nämlich unser Vertreter der Landwirte im Parlament hier auf die Landwirte schauen müssen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob er uns erhalten bleibt, weil er ist auch Bürgermeister geworden in seiner Gemeinde. Ich kann mich gut erinnern, da war ich vor einigen Jahren, das war vor meinem Unfall, da war ich in Loreto, Wallfahrt. Und da ist immer so ein Markt, die Burschen Loreto, und da kommen zwei Herrschaften auf mich zu, zwei Landwirte, und sagen sie mir, wann tut sie freiwillig endlich noch was für die Bauern? Und ich bin auch schon erzählt von den Anträgen, die wir eingebracht haben und dass die abgelehnt worden sind und so weiter. Und am Schluss stellt sich aus, das waren zwei schwarze Kammerleute der Landwirtschaftskammer. Und das ist schon ein bisschen, man darf nicht vergessen, nur den Zustand, den wir jetzt haben in der Landwirtschaft, dass natürlich die Agrarminister immer schwarz waren. Schwarz-EU-Kommissar, Agrarlandesräte schwarz. Und dann erzählen sie bei uns immer, wie schlecht es den Bauern geht und dass man was dafür tun muss. Und das ist eben die Sorge, das hast du genauso erlebt bei dir in der Kammer, dass halt immer nicht einsichtig ist, weil er selbst auch Fehler gemacht hat. Die Versprechen, mit denen man die Landwirte in die EU-Mitgliedschaft hineingeschrieben hat. Die Landwirte waren der große Befürworter, bis man dann gesehen hat, das waren dann die großen Verlierer. Weil die Betriebsgrößen einfach, die Größen, die man braucht, um überleben zu können, sind völlig haben. Wie wir auch beim ersten Punkt bei der Feuerwehr war, gesagt hat, man hat erleben können von dem kleinen Betrieb damals. Wir müssen uns insgesamt die Frage stellen, wovon kann man noch leben? Wie geht es unseren Senioren, die kaum noch leben können von dem, was man hat? Pflegegeld, 1/3 Wertverlust, Pensionen nicht wertgesichert. Wir haben bei den Arbeitern einen realen Kaufkraftverlust über Jahre hinweg. Realer Kaufkraftverlust. Wo ist es noch möglich, dass ein Ehepaar von einem Einkommen leben kann? Also bei mir war es so, mein Vater war berufstätig, wir haben 4 Kinder, meine Mutter ist da ausgeblieben. Wir haben mit den eigenen Honig ausgemacht, wir haben einen Gemüsegarten, schon vom Garten gelebt. Aber man hat von einem Einkommen leben können. Also ich weiß bei meinen Kindern jetzt, das geht sich mit ihnen nicht aus. Und das nicht deswegen, weil heute alles so viel besser ist und wenn man, nein, weil es einfach nicht mehr ausgeht. Auch bei jemandem, der auf vieles verzichtet. Allein die Kosten für eine Mietwohnung, schauen wir mal Wien. Die Kosten für eine Mietwohnung in Wien, das geht sich mit einem Einkommen einfach nicht mehr aus. Also, da muss man schon auch sehen, dass der Staat eine große Schuld daran hat, weil er immer gefräßiger geworden ist, weil vom Bruttolohn wird immer viel überbleibt. Ja, wie viel muss ein Betrieb bezahlen, damit der Arbeitnehmer das Netto bekommt? Ja, das Doppelte. 1500 Netto hast du im Betrieb 3000 Euro im Monat. Der muss es aber auch erwirtschaften. Wie viele Stunden muss ein Kfz-Mechaniker heute arbeiten, damit er sich eine Kfz-Mechaniker-Stunde seines Arbeitskollegen leisten kann? Da sieht man, wie gefräßig der Staat geworden ist. Und da gibt es so tolle Vorschläge des Rechnungshofs, wie man es besser machen kann.
und die werden einfach nicht umgesetzt. Deswegen brauchen wir in Österreich direkte Demokratie. Das ist die einzige Chance. Das ist die einzige Chance, diesen Knoten zu durchschlagen. Wenn ich weiß, wenn wir regieren, wenn wir Freiheit jetzt nicht die stärkste Partei werden, ich weiß es noch nicht. Ich bin ein gebranntes Kind. Ja. Schau mal, wie die Leute wirklich aussehen. Sie werden kämpfen wie ein Löwe. Ich bin nicht schon geschoben. Aber schauen wir, wie es ausgeht. Aber wir regieren, dann wollen wir eine Ordnung setzen und das haben wir in einer Partei und in der anderen Seite, weil das an der Gegend. Im Bundesparteiforschung ist die und die Kammer dagegen. Und dann möchte ich das Instrument haben, der direkten Demokratie. In der Regierung angehen, wenn ein Ausdruck dieser direkten demokratischen Instrumente möglich ist. Weil so kann ich mich befreien, okay, ihr wollt es nicht, dann fragen wir doch bitte die Bürger. Das wäre die Lösung. Und das müssen wir umsetzen. Die Verantwortung ist nach der parteifreien Abgeordneten im Parlament. Kann man als parteifreier Abgeordneter werden? Ich will ehrlich antworten. Ja, weil es ist ganz schwer. Es ist ganz schwer, es ist möglich, weil man muss sich ja diesen Weg vorstellen. Bei mir war es so, es ist ich engagieren und so weiter und so fort. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine Mandatsfunktion in mir habe. Aber ich habe ordentlich an Zeit investiert. Also, du bist, auch bevor du Mandat wirst, einmal 5 Tage am Abend nicht zu Hause. Weil du dort bei den Ortsgruppen bist. Und das über Jahre hinweg. Ja, über Jahre hinweg Ortsgruppen besucht, Ortsgruppen unterstützt, Bezirksgruppen unterstützt und so weiter und so fort. Und natürlich, diese Bezirksgruppen und Ortsgruppen kennen dich und wissen, was du für einer bist, ob man dich unterstützen kann auf dem Weg zu einem Mandat. Wenn du das nicht hast, also wenn du niemanden hast, der dich unterstützt, niemanden, der auch den Wahlkampf mitfinanziert, niemanden, der für dich läuft, wenn du bei der Nationalratswahl kandidierst, da laufen ja tausende Menschen für dich, um dich auf dem Weg zu unterstützen, weil sie dir vertrauen, weil sie wissen, welche Politik du umsetzen wirst im Parlament. Und das ist, wenn du sagst, nein, ich mache das jetzt als Parteifreier, ja, wer bezahlt dann deinen Wahlkampf? Also deswegen, in dieser Ebene Parlament, weiß ich, ist es unheimlich schwer. Was aber immer stärker wird, ist auf Gemeindeebene. Da gibt es immer mehr Bürgerlisten. Und ich glaube, dass dieser Weg von der Gemeindeebene sich auch immer mehr durchschlagen wird auf andere Ebenen. Nur deswegen auch gar nicht brauchen, bis das so ist. Aber ich sehe das Problem eigentlich nicht im Parlament. Weil im Parlament haben wir ja Mandatare, die aktiv sind, manche weniger, manche mehr. Ja. Das Problem ist in der Regierung, und das seit vielen Jahren. Wenn ich im Parlament mit den Mandataren spreche, sagen sie, wir würden gerne das und das und das umsetzen. Geht nicht. Geht mit dieser Regierung nicht. Auch Mandatare der Regierungspartei. Also dort ist das eigentliche Problem und nicht im Parlament. Und ich kann sagen, es ist das alte Modell zwischen Rot und Schwarz, das nicht mehr funktioniert. Das hat sich verbraucht. Das hat keine Zukunft. Und was ich nicht will und was mir Sorgen macht, das ist das, was ich bei der kommenden Nationalratswahl sehe, wo man aufpassen müsste. Ich glaube, dass SPÖ und ÖVP nicht mehr gemeinsam die 50% erreichen werden. Aber ich habe die Befürchtung, dass die Grünen nochmal die Stimmen hergeben werden, damit diese Koalition mit den Grünen dazu noch einmal zum Zug kommt. Und deswegen, es gibt nur eine Möglichkeit, ich will jetzt hier keine Wahl machen, aber wir versuchen, so stark zu werden, dass sie mehr als ein Drittel der Mandate haben. Dann gibt es ohne uns keine Verfassungsgesetze und damit eigentlich auch keine Regierung. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Dreiervariante zu verhindern. Ich glaube, dass es noch mehr von Rot-Schwarz, das tut das nicht. Ja. Jede andere Variante, egal, alles was anders ist, wo was Neues kommt, wo es neue Partnerschaften gibt, ein neuer Basic hertut. Aber bitte nicht noch mehr von diesem Drama, das wir jetzt seit vielen Jahren erleben. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Herr Feisner hat
auf die geheimen Verhandlungen hingewiesen, die es gibt zu TTIP, CETA, vor allem möglichen Abkommen. Ja, bei TTIP ist es so, dass das Parlament keine Möglichkeit hat, im Parlament selbst auf die Daten zuzuhören. Das ist ein Verfassungsbruch, wo wir uns alle den Kopf zerbrochen haben. Die Mandatare müssen ja Auskunft bekommen. Ja, und hätten ja Einsicht nehmen sollen in die Vertragswerkentwürfe. Das Parlament hat das nicht bekommen. Es liegt im Ministerium. Die Mandatare müssen rübergehen, können dann dort Einsicht nehmen, aber nichts mitnehmen. Und da braucht man einen Dolmetscher, das ist alles in Englisch. Nicht jeder kann so gut Englisch, dass er Vertragswerke auch komplett durchstudieren kann. Und da hat das Parlament keine Möglichkeit bekommen, diese Texte im Haus zu erhalten. Dann hat die Präsidialkonferenz, das sind die 3 Präsidenten und die Flugblatte, Kontakt aufgenommen mit der zuständigen Kommissarin, die hat sich dann lange nicht gemeldet. Dann hat sie irgendwann zurückgeschrieben nach Urgenz. Und da kam die Drohung, wenn wir das verlangen, ja, wenn das auch Teil unserer Verfassung ist, dann bekommt Österreich gar nichts mehr. Und so agiert die mit uns als Nettozahler. Ja? Und das sollten wir uns auch nicht mehr gefallen lassen. Wir sind Nettozahler, wir haben viel einzubringen in die Europäische Union. Und müssen wir auch den im Wesentlichen fragen. Dort der Einstimmigkeit erforderlich ist. Das stimmt in Österreich nicht mit. Andere Länder sind auch selbstbewusster, und sagen, was sie wollen. Österreich will immer der Musterschüler sein. Aber nicht gegenüber den eigenen Bürgern, sondern gegenüber anderen. Also, wir haben der Europäischen Union viel zu geben. Und der brauchen wir uns nicht verstecken. Wenn wir Unterlagen haben wollen, und man verweigert auf diese Unterlagen, obwohl unsere Verfassung vorsieht, dass man sie bekommen muss, ja, dann müssen wir uns wehren. Und zwar mit allen Mitteln. Ich möchte ein bisschen ergänzen, wegen dieser Sache mit dem Drittel, mehr als ein Drittel der Stimmen im Nationalrat. Das sollte uns schon allen bewusst sein, was das gerade auch für die Staatsverträge bedeutet. Das heißt für alle EU-Verträge und damit auch für den TTIP- und CETA-Vertrag. Im Parlament muss er ja noch ratifiziert werden, irgendwann demnächst, und dann wird es genau darauf ankommen, dass die jetzigen Blockparteien, Rot, Schwarz, Grün, eben nicht mehr eine Zweidrittelmehrheit im Parlament haben, wie sie jetzt haben. Denn da tut der ganze Widerstand auf der Freiheit liegen nichts, ja, weil dann können die anderen eben das beschließen. Und das ist genau das Entscheidende dabei, ja, dass das zustande kommt, dass die Freiheitliche Partei so stark wird, dass sie zumindest diese Zweidrittelmehrheit der anderen brechen kann und die nicht alles und jedes an Verfassungsgesetzen und damit auch Staatsverträgen allein beschließen können. Und wir als seit fast 30 Jahren unabhängige Bewegung, wir unterstützen diesen Weg. Denn so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Weil da ist auch dieser ganze Kampf des Volksbegehrens vergebens. Weil es kommt ja nicht nur auf die Unterschriftszahl an, sondern darauf, dass der CETA-Vertrag nicht in Kraft tritt für Österreich. Und es kommt ja dann im Endeffekt auf das Ergebnis an. Und daher kann ich nur alle bitten, diesen Weg auch mitzugehen und ihn auch zu verstehen, warum das so ist. Und zu den Parteifreien möchte ich auch noch was sagen. Wir gehen diesen Weg seit vielen Jahren, aber wir sehen auch die Grenzen. Und das muss man auch sagen, dass es viele sogenannte Parteifreie gibt, die ja gar nicht wirklich parteifrei und unabhängig sind. Vater Wellen hat auch gesagt, er ist unabhängig. Ich meine nur, ja. Und auch eine Frau Fries sagt, sie ist unabhängig. Auch ein Herr Thüringer sagt, er ist unabhängig. Aber es sind Leute, wie bei Frau Fries zum Beispiel, die riesige Spendenvolumen eintreiben. Jeder, der weiß, wie hart es ist, wirklich auf Spendenbasis zu wirken, der weiß, dass in diesen Dimensionen das nicht möglich ist, ohne dass das große Geld dabei mitspielt. Und auch viele sogenannte NGOs sind nicht wirklich unabhängig und parteifrei.
ATTAC zum Beispiel wird von der Grünen Parlamentsfraktion finanziert. Und so ist das bei vielen dieser NGOs, wir wissen das seit Jahren, es gibt nur ganz wenige Bürgerinitiativen, die wirklich parteifrei und unabhängig sind und sich von Fremdgeldern sozusagen fernhalten. Also das muss man auch ein bisschen wissen bei diesem ganzen Komplex parteifrei. Und wenn es Politiker gibt, was wir schon viele Jahre nicht mehr hatten, die sich wirklich auch für die Belange der Bürgerinitiativen einsetzen, wie eben direkte Demokratie, wie eben auch der Kampf gegen das CETA-Abkommen, das Bargeld. Sie haben sich auch sehr gegen die Abschaffung des Bargeldes ausgesprochen. Dann verdienen sie auch Unterstützung. Und dann vergeben sich Parteifreie gar nichts, wenn sie diesen Weg gehen, weil es geht ja um unsere Ziele. Und wenn die auf so eine Weise verwirklicht werden, dann können wir das nur begrüßen und werden das auch weiterhin tun. So. Ja, ich möchte zum Grundsatz nachhaken. Wenn das CETA kommt und wenn die EU in ihrer jetzigen Form bleibt, dann sind alle diese notwendigen Maßnahmen rechtlich unmöglich. Daher müssen wir uns wehren. Das heißt, das, was angezogen wurde, die Rahmenbedingungen. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen aus der Schule plaudern. Ich war lang genug in der Industrie auch und nachher an der Universität. Die Großkonzerne machen 30-jährige Businesspläne mit erhofften Gewinnen. Und wenn diese Erwartungen nicht eintreten, dann wird die Schuld bei regulativen Änderungen in den betroffenen Staaten gesucht und du wirst geklagt. Josef Stiglitz hat daher gesagt, das ist ungeheuerlich. Sie beschwören die Marktwirtschaft und die Konkurrenz, schaffen sich ein Milieu, in dem es keine Konkurrenz gibt und in dem sie nicht eintretende Gewinne den Bürgern anlassen. Also unglaublich. Das einmal zum Ersten. Zum Zweiten aber, wenn wir jetzt unser Steuersystem anpassen wollen, sodass es nicht weiterhin so geht, dass die Kapitaleinkommen zunehmen und die Masseneinkommen abnehmen. Das ist ja der jetzige Fall. Dann müssen wir eine grundsätzliche, ich nenne das strategische Steuerreform machen. Ich habe das auch in meinem Buch dargelegt, unwidersprochen, aber alle sagen, es ist halt derzeit nicht drinnen, obwohl es vernünftig ist, nicht? Ich habe zum Beispiel nur angeführt, sage nur ein Beispiel, eine Internetabgabe von 1 Millionstel Cent je Bit, also 1 Cent pro Megabit, würde ausmachen, solid geschätzt, bei Freibeträgen für jeden Einzelnen, Ausnahme des Gesundheits- und Bildungswesens und Sozialwesens, 30 Milliarden Euro. Niedrig geschätzt. Wir wissen, dass 90% der Internetauslastung Spams sind und auch Verführungen. Das wird glatt vom Tisch weggewischt, wenn man sagt, da gibt es ein Stillhalteabkommen in der WTO und ein Stillhalteabkommen mit den USA und weiß ich was noch. Ich habe mich bei den Schätzungen daher mit den Kanadiern und den Belgiern verbünden müssen. Und interessanterweise hat niemand meine Berechnungen angezweifelt. Das können Sie nachlesen. Aber es wird totgeschwiegen. Das heißt, aber all diese Änderungen dürften wir bei CETA und TTIP und dieser nicht mehr machen. Da kommt das Totschlagsargument,
zum Beispiel bei dieser Steuer, im Zeitalter der Informationsfreiheit können Sie doch nicht Informationszölle einführen. Nicht? Da könnte man genauso sagen, im Zeitalter der Verkehrsfreiheit dürfen Sie keine Autobahnmaut einheben. Mit derselben Logik. Das wollte ich Ihnen jetzt noch sagen, dass wir uns diesen Freiraum zur grundsätzlichen Änderung des Steuersystems auch erkämpfen müssen. Das Geld liegt praktisch auf der Straße und wir könnten die Arbeitnehmereinkommen entlasten, die kleinen Gewerbetreibenden entlasten, statt diese bis aufs Blut auszupressen, was derzeit geschieht. Aber die Großen bleiben ungeschoren. Ich mache da jetzt keine Eigenwerbung, aber ich habe die in Iranschau gesagt, Testbücher mitgenommen. Ich war so bescheiden und habe sie nicht eingepackt. Aber Sie können es erwerben, es heißt Empörung in Europa, Wege aus der Krise. Ich habe auch ein Manifest geschrieben, wo es kurz zusammengefasst ist, das bereits in 8 Sprachen übersetzt ist, wo diese wesentlichen Eckpunkte der notwendigen Gesellschaftsreform festgehalten sind und die wir auch noch diskutieren werden. Ich wollte noch jetzt kurze Antwort zu den 90, nunmehr 60 Milliarden Anleihenkäufen durch die EZB. Die EZB hat jetzt den Leitzins heruntergesetzt auf 0. Das heißt, man kann sich locker staatsverschulden und die Schulden weiter ausdehnen, ohne dass die Budgets kollabieren. Jetzt spielen Sie mit mir den Gedanken, was ist, wenn die um ein paar Prozente das erhöhen? Dann sind alle Staaten pleite. Und dann wird etwas kommen. Ihr könnt euch von euren Schulden befreien über Privatisierung. Das heißt, Verkauf von Staatsvermögen, das unsere Väter für das Gemeinwohl angespart haben. Und ich sage immer, ich habe ja noch Latein gelernt, privare heißt im Lateinischen Raub. Es geht um einen kollektiven Raub, der hier angezettelt wird. Ich sollte noch die Frage beantworten. Ja, und bekommen die 60 Milliarden die Banken? Indirekt ja, man kauft Staatsanleihen, um Staaten durchzufüttern, die man vorher geplündert hat. Und man macht das nur über die Banken, damit die auch ein Geschäft machen. So läuft das. Die Frage Hagelversicherung und minus 10% Importe, 27.000 Arbeitsplätze. Das ist eine Schätzung, die mag stimmen, ich kann sie jetzt nicht hinterfragen. Aber etwas wollte ich Ihnen schon ans Herz legen. Was wir brauchen, ist eine Raumplanung mit Zähnen. Energieraumplanung, Ernährungsraumplanung, Grundversorgungsraumplanung. Und diese müssen wir handels- und finanzpolitisch absichern. Die Konzepte kann ich jetzt nicht näher erläutern, weil es zu lang dauern würde. Ich wollte Ihnen aber noch etwas sagen, dass ich gerade an etwas werke, und zwar mit dem Niederaltecher Kreis machen wir gerade ein Papier über Reformvorschläge in der Agrarpolitik. Und da ist ein Punkt, den ich den Schweizern und den Deutschen, die sind auch dabei, empfohlen habe, den sie aufgenommen haben. Das ist für jeden bäuerlichen Betrieb einen Sockelbetrag dafür, dass er draußen seine Stellung hält, solange wir die Handelspolitik nicht im Griff haben. Aber wir können sie durchfüttern, wenn wir die strategische Steuerreform machen,
Und dazu brauchen wir auch einige Dinge wie eine bessere ökologische Buchhaltung, damit wir die nicht vom Markt abgeltbaren Leistungen der Bauern besser honorieren. Und ich betreue auch jetzt eine Dissertation in diese Richtung. Instrumente zur Sicherung der bäuerlichen Existenzen, insbesondere im hochalpinen Gebiet. Das so eine Antwort. Danke. Herr Danke, sonst kommen endlich die Diskutanten drauf, die schon lange drauf warten. Bitte. Ja, es ist ja unsere Pflicht zu warten, damit bei Herren was gesprochen wird, damit die Menschen dann antworten können, was sie auf dem Podium sitzen. Ja, mein Name ist Franz Leopold Hinterdorfer. Ich tue da mit der Kamera und mit Internet aufzeichnen für Okidok und für den Verein Reset. Ich spreche über den Verein Reset, das heißt Knopfdrucker, zurück beim Wort. Weg von den Parteien, die was die Menschen nicht akzeptieren, sondern nur die Personen, weil die Menschen Gefühle haben und ich brauche nicht einen Menschen, der 45 Jahre wird und der sieht, es geht schief und der sagt, Chef, es geht nicht mehr so, ich brauche mehr Geld oder ich höre auf. Eine Person ist ja ganz was anderes, der sagt, das hast du nicht, das hast du nicht, das hast du nicht und die Menschen spuren. Wichtig ist es, was ich in der Tätigkeit, was ich mache, zählen habe. Es ist ein Horror, was passiert auf der untersten Ebene der Menschen, die was einmal irgendwo ins Fettnäpfchen drin sind und exekutiert werden. Ich brauche es nur in die Diktatei reingehen und schauen, was da ist. Hausversteigerung um die Hälfte des Wertes. Ja, fix nochmal. Der Wert sitzt jeden Einzelnen. Nicht irgendwer kann den Wert sagen, was das ist. Irgendwie der Wert. Der ist der Wert. Die Dame ist der Wert. Und der Wert sitzt da bei diesen Menschen, was da unten sind. Ich kenne Herrn Hofer, wir haben in Morbach ein Interview gehabt. Bei schlechtem Wetter. Und das hat nicht so funktioniert, das funktioniert halt so. Aber ich habe eins gesehen. Es sitzen Menschen gegenüber. Heute hat er das wieder gesagt. Wir reden jetzt, was wahr ist. Das andere reden wir nicht. Und ich habe in die Augen geschaut, ich habe mich gefreut. Weil ich habe das Gefühl gehabt, sehr stark wie ein Politiker, dass der Mensch das tut, was ein Mensch tut. Nicht eine Person. Er ist ja natürlich auch eine Person in der Staatsfunktion und alles Mögliche, aber der Mensch liegt vor. Und das hat er heute vor mir gesprochen. Ich ist nicht mehr, wenn die 3 Minuten sagt, aber es ist wichtig. Ja, wichtig ist das Schubumkehr. Und die Schubumkehr ist das, wo der Boeing 700 landen muss. Das heißt, krieg in Tee und dann sieht man, wie es runtergeht. Und 700 Leute da erinnern, wenn die eine Schubumkehr machen, zum Wohle der Menschen, zum Wohle, dass unsere Region der Wert ist und wir der Wert sind und nicht Chili und Zettel das vorantreiben, sondern dass wir wieder das Wert können, was wir waren und was wir sagen mit unseren Kindern. Wir haben die Verpflichtung. Bitte denkt dran, Schubumkehr, und die liegt nur bei euch und dann weiter. Ich danke, dass ich da reden kann und zum nächsten Mal. Können die Diskutanten wieder ein bisschen weiter in die Mitte kommen, bitte, weil man sieht sie da auch besser, ja? Danke. Also mein Name ist Martin Nehmet, ich bin aus der Bröten. Ich war aber 25 Jahre in der ÖVP aktiv, in der Gemeinde. Jetzt bin ich in der FPÖ. Ich bin aber kein Wendehals, sondern ich habe mich nur um 90 Grad gewendet. Und zwar deswegen, weil sich in den letzten 25 Jahren sehr viel verändert hat, auch in der österreichischen Politik. Das Land braucht Veränderung und ich habe mich verändert. Und ich bin sehr froh, dass ich in der FPÖ in St. Pölten jetzt bei unserer Stadtpartei Obmann Herrn Klaus
Ufo Berger einen tollen Freund gefunden habe und dass wir jetzt in St. Pölten den St. Pölter Seniorentrend gegründet haben vor kurzer Zeit. Weil da oben ist der Hans Gremmel, also eine ganz nette Person. Ja, was möchte ich sagen? Und zwar, ich komme jetzt wieder eigentlich auf den Kern zurück. Und zwar, es hat einmal BBC-Dokumentationen vor einigen Jahren gegeben. Und zwar, finde ich, ist die Landwirtschaftsförderung in der EU nicht in Ordnung. Und zwar deswegen, in dieser BBC-Dokumentation wurde gezeigt, dass in Italien auf dem Grund eines Industrieunternehmens, wo Schwermetalle den Boden verseucht haben, da ist Humusschicht aufgeschüttet worden, 1 Meter hoch. Unter der Humusschicht hat das Ganze noch gegärt, da waren richtig die Giftgase, sind da die Wolken rausgekommen vom Boden. Und es ist dann auf diesem Grund das Gemüse, Obst, Salat, Tomaten angebaut worden und damit ist die Region mit diesem Gemüse versorgt worden. Und aufmerksam ist mir erst dann worden, wie man gesehen hat, dass die Kleinkinder Missbildungen gehabt haben. Und dann ist in dieser Region praktisch das verboten worden, das Gemüse, den Salat haben sie dann nicht mehr verkaufen dürfen. Aber es hat ein paar findige italienische Leute gegeben in der Gemeindepolitik, die uns den Grund das dann umgewidmet haben und die Zertifikate und so weiter sind geändert worden und das ist dann in die EU verkauft worden. Und das hat eigentlich dann zum Nachdenken angeregt. Und dann hat er gesagt, nein, die Landwirtschaftsförderung in der EU, glaube ich, das können die Länder sehr viel besser. Weil wir wissen, welche Regionen das wir fördern müssen und welche nicht. Und darum, wenn das schon in der EU nicht funktioniert, wie soll dann CETA funktionieren? Da ist dann vielleicht so, dass das Fleisch, das drüben irgendwo unter einem Atomkraftwerk weidet, das wird dann irgendwo kurz bevor es nach Europa geliefert wird, woanders hin drüben. Und die Amerikaner wissen das dann, warum die das nicht essen. Aber für die Europäer ist das gut. Also darum finde ich, 2 Drittel unserer Lebensmittel, die wir brauchen, das sollte jedes Land in der EU selbst gewährleisten können. Das heißt, unsere regionalen Betriebe sollten das klarstellen. Damit sind wir dann auch nicht unabhängig. Das heißt, wir sind nicht abhängig, wir können unabhängig, das ist, was wir wollen. Und wenn wir es nicht tun, sind wir angewiesen auf die Versorgungslieferungen der Amerikaner. Und das wollen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Ja, ich habe mit meiner Frau heute das CETA, gegen CETA unterschrieben und bin da sehr froh. Und, ja, und was ich noch zuletzt anfügen möchte, ich danke allen anwesenden Leuten aus der Oberliga, aus der Bundesliga, und zwar für unsere Einladung, weil so funktioniert die Elite. Es ist nämlich dann, hat es keinen negativen Beigeschmack, wann der Draht funktioniert. Das heißt, Sie senden ein Signal aus, wir empfangen es, herunter in der Regionalliga und von uns kommt dann die Antwort zurück. Das heißt, wenn Sie was Positives aussenden, kriegen Sie auch was Positives zurück. Kann man zum Schluss kommen? Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist mir eine große Ehre, dass ich da sein darf. Meine Mama hat gesagt zu mir, bitte heute kurz, der kennt mich schon, einige andere kennen mich auch, ich werde jetzt versuchen. Ich bin ein ganz großer Fan von Professor Wohlmeier, nicht nur aufgrund seines Verwandtschaftsverhältnisses mit Julius Rapp, sondern einfach, weil er am Gemeinwohl interessiert ist. Natürlich auch die anderen Podiumteilnehmer, ich durfte alle schon persönlich kennenlernen. Herzlichen Dank, dass Sie das organisiert haben und auch herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Das zeigt mir, dass Sie alle da sind, dass ein zunehmender Kreis an Personen Verantwortung übernehmen will. Mein Name ist übrigens, Entschuldigung, Cornelia Baumgartner, ich bin die Blitzbäuerin von Böckstall und das Thema TTIP und CETA, das Thema Freihandel, mit dem bin ich befasst seit ca. 1,5 Jahren. Gegipfelt hat es, dass ich heuer im September Teilnehmerin war, zwar Fraktionsexperte bei der Enquete im Parlament zu dem Thema CETA und TTIP. Ich hätte es natürlich versucht, als ÖVP-nahe Organisation, über die ÖVP ist es mir, Sie können es sich unschwer vorstellen, nicht geglückt,
Ich wurde dann nominiert von Team Stromach und bin aufgetreten eben als Gebietsbäuerin und die Bäuerinnen sind eine überparteiliche bundesweite Interessensvertretung. Wir haben einen Eindruck dort. Was soll ich Ihnen sagen? Die agrarischen Vertreter haben dort Applaus bekommen von der Industriellen Vereinigung und von der Wirtschaftskammer. Jetzt frage ich Sie, wen werden die vertreten? Mein erster Satz war ein Zitat von Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hat gesagt, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Sie haben gerade die Bundesliga angesprochen gehabt. Ich habe dort gesagt, dass die Schiedsgerichtsbarkeit mit Demokratie ungefähr so viel zu tun hat, wie wenn sich die FIFA selbst auf Korruptionsverdacht prüft. Ich muss dazu sagen, ich bin mit einem Landwirt verheiratet, bin selber berufstätig auch noch in einer Rechtsanwaltskanzlei und jeden Juristen bei uns wollte es diffus und Nägel hoch, wenn ich von Investitionsschutz spreche. An und für sich das Wort ist ja sehr schön, das ist diese Euphemismen, der Schutz, der Investitionsschutz. Nur wir alle wissen, dass die Intention eine andere ist. Und ich muss jetzt den Herrn Feissner, ich will nicht sagen korrigieren, ich würde sagen ergänzen. Er hat gesagt, den Freihandel gibt es seit 20 Jahren. Ich glaube, man muss festhalten, wir haben 50 oder 60 solcher Abkommen in Österreich. Den Investitionsschutz gibt es schon länger, seit den 50er Jahren. Und wissen Sie, wer den erfunden hat? Das war Deutschland. Und zwar, das erste Investitionsschutzabkommen hat Deutschland mit Pakistan geschlossen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das kann ich verstehen. Wenn ich ein Abkommen schließe mit einem Staat, der wenig Rechtssicherheit hat, bin ich als Unternehmer natürlich interessiert, mein Kapital zu schützen. Aber bei diesem Abkommen reden wir nicht von Freihandelsabkommen, wie wir sie bisher hatten. Wir reden bitte hier von Regulierungsabkommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, hier wird ein sogenannter Regulierungsrat etabliert, die sogenannte regulatorische Kooperation sieht das vor. Das bedeutet, das ist eine Arbeitsgruppe, wo unsere Vertreter aus dem Parlament nicht dabei sind. Da sitzen die Vertreter aus der Wirtschaft und machen im Vorfeld die Gesetzesvorlagen. Das muss uns bewusst sein. Und es ist auch um keinen Deut besser, wenn die EU-Kommission jetzt das ändert bei CETA und sagt, okay, wir verfolgen nicht den klassischen Ansatz zu den TTIP. Deshalb ist dieser europäische Schiedsgerichtshof, der hier etabliert werden soll, der ist bitte auch nicht demokratisch legitimiert. Die Richter haben keinen 40-Stunden-Job. Die werden zwar in einem Rat gewählt, genauso wie gesagt wie die Verteidiger, aber die genießen das ist kein demokratisch legitimiertes Gericht. So, jetzt könnte man uns fragen, wir haben ja schon Schiedsgerichte, oder? In Wien gibt es ein Schiedsgericht, es gibt überall schon Schiedsgerichte, ja? Warum sind wir denn noch nicht verklagt worden? Naja, wenn ich jetzt als Unternehmer beispielsweise in Bangladesch eine Firma baue, glauben Sie, dass Bangladesch bei mir eine Firma baut in Österreich und mich verklagen wird? Das ist eher unwahrscheinlich. Österreich hat mittlerweile ein Verfahren, da hat Julius Meindl beklagt aufgrund von Finanztransaktionen über Malta. Ja? So, ich habe mich sehr viel in den letzten 1,5 Jahren mit politischen Vertretern unterhalten und ich habe keinen einzigen gefunden, der CETA gelesen hat. Ich habe den Herrn Mitterlehner gefragt, ich habe den Herrn Schultes gefragt, ich habe gesagt, ich habe es wahrscheinlich als eine der wenigen gelesen. Es hat keiner gelesen, wie schon erwähnt worden ist, man verlässt sich auf die Handelsexperten. Ich kann Ihnen was sagen zu den Handelsexperten. Ich durfte mit den Handelsexperten des Agrarministers diskutieren. Wissen Sie, was die Aussage war? Zum Thema Chlorhühnchen. Ja, Frau Baumgartner, Sie haben doch eine HTL für Biochemie gemacht, Sie haben ja einen chemischen Hintergrund, Sie müssen ja wissen, dass Perchloressigsäure nicht schädlich ist für den Konsumenten. Sag ich, entschuldigen Sie, Herr Nikolitsch, aber ich glaube, Sie haben gar nichts verstanden. Sag ich, hier geht es nicht darum, ob Perchloressigsäure schädlich ist für den Konsumenten. Hier geht es darum, dass Sie die Produktionskette unterminieren. Hier gibt es kein Tierwohl mehr. Wir wissen alle, dass wir in Österreich den höchsten Tierschutz, das höchste Tierwohl haben auf der ganzen Welt eigentlich. Ja? Sag ich, wissen Sie, wie eine Legebatterie dort ausschaut? Da haben Sie 70 Stockwerke ohne Boden, Käfighaltung, da gab es das oberste auf das nächste und unten schaut es nicht mehr aus wie ein Händel, das ziehen Sie durch das Perchloressigsäurebad und dann sagen Sie mir
Lebensmittel mit Nährwert ist, eine Brustmahlzeit. An die Frau Malmström, die auch anwesend war, ein paar Worte zu richten. Der Frau Malmström habe ich die Botschaft mitgegeben, dass sie seit 20 Jahren auf europäischer Ebene Ankündigungspolitik betrieben wird, bezüglich einer einfachen, klaren und fairen Lebensmittelkennzeichnung und einem Täuschungsschutz für den Konsumenten. Was haben wir? Wenn mein Mann einen Käse kaufen geht in den Supermarkt, sagt er, bitte nehmen wir einen österreichischen Käse von unseren Bauern mit. Was macht er? Nimmt man Käse mit? Sag ich, das ist ein deutscher Käse. Sagt er, wieso? Ist ja notwendig gekennzeichnet, Qualität aus Österreich, hergestellt in Österreich. Sag ich, dann schaust du mal auf das kleine, ovale Symbol Deutschland. Ja? Ich bin so froh, dass es heute angesprochen wurde. Ich hatte am Montag die Gelegenheit, bei meinem Tag der Bäuerin einen Qualitätsmanager von der AMA Marketing da zu haben. Die AMA Marketing, wissen wir, hat ungefähr 50 Verbesserungsvorschläge vom Rechnungshof bekommen in einem vernichtenden Bericht, den ich natürlich auch thematisiert habe. Sag ich, wie kann es sein, dass ich als Funktionär, als Vertreter der Bäuerinnen und Bauern hinausgehe, den Konsumenten aufmerksam mache auf die Wichtigkeit dieses Ziels, das bis dato als die Goldmedaille unter den Gütesiegeln verkauft wurde. Dann gehe ich für meine Kinder in den Hinterspar, möchte eine Packung Soletti kaufen, drehe es um, sehe das AMA-Gütesiegel, freue mich, lese die Zutaten, sehe Weizenmehl, Beistrich, Palmfett. Da hat es mal den Mond drauf. Dann habe ich das thematisiert, sage ich, Sie wissen aber schon, dass bei der Herstellung von Palmöl bei der industriellen Fettsäure ist eine Entstehung, der ist krebserregend. Vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen gelesen, in Italien hat man Gottes Nutella, der Code der Supermarkt aus dem Regal genommen aus diesem Grund. Was passiert aber, wenn ich jetzt sage, ich versuche gegen Palmöl vorzugehen? Frankreich hat es gezeigt, die haben das 4-mal probiert. Da hat ihnen dann Indonesien und Malaysia gesagt, na gut, das können Sie machen, dann kaufen wir halt keine Airbusse mehr, passt schon, ja, und wir machen überhaupt nichts mehr mit Eis. Ich kann jetzt gerne nur eine sogenannte Nutella-Steuer einführen, dann sehen, was da kommt. Ja? So, jetzt, ich komme zum Schluss. Ich versuche es. Was brauchen wir? Ich habe den Reinhold Hinterlehner gefragt, wie schaut es aus, wie weit bist du mit meiner Finanztransaktionssteuer? Da kommt nicht wirklich eine brauchbare Antwort. Schauen Sie sich die Steueroasen an. Wie viele Billionen US-Dollar wir in Steueroasen haben? Starbucks hat in Wien 800 € Steuern bezahlt voriges Jahr. Schauen Sie sich Coca-Cola an, Google, Amazon, die Liste können wir endlos fortführen. Und da brauche ich noch nicht einmal das Vermögen berücksichtigen, das in Immobilien, Yachten und so weiter drinnen ist. Damit könnte man alle Staatsschulden so zahlen. Danke. Ja. Ich glaube, wir brauchen ein globales Umdenken. Wir brauchen eine Änderung des weltweiten Wirtschaftssystems. Das wird nur gehen mit einem international akkordierten Strafsystem für einen wenig ressourcenschonenden und umweltschädigenden Umgang in der Produktion und in der Verarbeitung. Wir brauchen da eine Transparenz, das glaube ich. Und ich werde mich weiter für das Gemeinwohl einsetzen, ich werde mich weiter für Sie alle einsetzen, das ist mir eine Herzensangelegenheit, nicht nur der ländliche Raum, wir alle sind Konsumenten und wir haben ein Recht darauf, weil mit Lebensmitteln spielt man nicht und mit den Produzenten auch nicht. Danke vielmals. Wir brauchen jetzt vor allem auch eine Chance für die weiteren Diskutanten, dass die noch drankommen können, denn an sich sollten wir um 22 Uhr aufhören. Also bitte fortfahren. Ja, hallo, mein Name ist Walter Zögeritz, ich bin 36 Jahre, Vater von 2 Kleinkindern, Alleinverdiener, meine Frau macht hauptberufliche Kinderarbeit, ich bin politisch nicht tätig. Ich habe jetzt im Jahr 2016 ca. 5% meiner Facebook-Freunde verloren, weil ich damals wie Norbert Hofer meinen Dienst gepostet habe. Sie waren das? Genau. So viel zum Thema Toleranz. Die meisten fühlen sich halt durch Qualitätsmedien einzig richtig informiert. Sie sind halt der Meinung, sie sind die korrekten und vernünftigen. Andere Menschen bauen sich aber auf das Angst vor Konsequenzen, nicht zur Einstellung zu stehen. Also ich höre oft meinen Kollegen und auch Freunden, ja, richtig, was du gepostet hast, aber ich brauche auch kein Gefäß mehr drunter machen, weil man weiß es ja nicht.
Selber denken ist manchmal hart, Skirennen manchmal wichtiger als Politik scheinbar, alternative Medien und Infos scheinen überflüssig oft und es muss auch gelingen, mehr Menschen von positiven Absichten zu überzeugen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen, außer vielen lieben Dank für Ihren neuen Einsatz. Danke, danke und weiter so. Ja, guten Abend, ich bin mein Opa Florian, ein Bauernpensionist. Ja, und ich sehe jetzt alle sehr da, was da umguckt. Und das ist sicher ganz gut, was ich sagen will. Es wird oft oder viel gejammert, die Kritiken des Rechnungshofs, die werden nicht umgesetzt und so weiter und so fort. Und der Staat ist schwierig, aber kein Politiker und kein habe ich noch gehört, der was die Zinseszinspolitik antreibt. Das was uns unser Wunsch hat. Es gibt doch einen wunderbaren Zeichentrickfilm. Wenn es wollt, ich bin in der Lage, dass ich eigentlich den Zeichentrickfilm zukommen lasse, aber der versinnbildlich ist auf einfachste Art und Weise, wird es nur in Krankheit haben. Und wenn wir da nicht den Ruder umreißen, und wir sind ja mehr als wir die paar zwölfjährigen Hanseln, dann wird das nie was werden. Ja, aus Ende, danke. Mein Name ist Kurt Lichtenstein, ich bin Geschäftsführer und Obmann des gemeinnützigen Vereins in Wien und auch als Energetiker tätig. Und ich stelle mir manchmal die Frage, bei manchen Erscheinungen, sind die Politiker wirklich so dumm oder ist das Absicht? Ja? Mein Bruder ist Kindergartenpädagoge und wenn sich der unsere Familienpolitik anschaut und dann sieht, was die Kinder für Verhaltensstörungen hat, dann kommt er schon langsam zu dem Ergebnis, so dumm kann man gar nicht sein. Da muss Absicht dahinter stehen. Was jetzt zum Beispiel die Gentechnik betrifft, was im Titel auch enthalten ist. Ich habe einen Artikel aus der Zeitschrift, das ist ein Schweizer Magazin, das ich jedem nur schwer empfehlen kann. Da sind wirkliche Hintergrundinfos drinnen, die man sonst selten kriegt, die kriege ich nur im Abo. In Amerika ist es so, dass seit Einführung der gentechnisch veränderten Nahrungsmittel die Lebenserwartung sinkt, die Zahl von autistischen Kindern sich verzehnfacht hat, der Diabetes gestiegen ist und so weiter. Es haben sich Müttervereine gebildet, die nämlich herausgefunden, wenn sie ein Kind mit biologisch dynamischen Nahrungsmitteln ernähren, ist der Autismus weg. Ja? Und solche Sachen müssen auch unsere Politiker irgendwie zur Kenntnis nehmen. Also entweder ist es Dummheit oder ist es Absicht. Und ich möchte noch einen anderen Punkt anschneiden, den ich für sehr wichtig halte. Man sollte vielleicht auch einmal überlegen, woher kommen die ganzen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft und weltweit haben. Wir nehmen das als Ursache, wir suchen da, wir suchen dort. Letztendlich sind das aber Windmühlengefechte. Denn die Wahrheit, Ursache ist, wenn man ganz ehrlich ist, der Mensch hat sich vom Kosmos, vom Universum, von Gott entfernt. Und da kann ich nur sagen, dass vielleicht auch an die Politik gehen, das ist der Eckstein. Ja? Mögen es die 10 Gebote sein oder wie Energetiker haben eine andere Terminologie dafür. Ja? Nur solange der Mensch da nicht zurückfindet, wird alles nur Spiegelfechterei bleiben. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Mein Name ist Franz Wiesbauer aus Heimfeld. Bin nicht mehr in einer politischen Funktion, war bis vor ein paar Jahren Obmann unserer Bauerngruppe in Heimfeld. Zu Ingenieur Hofer. Ich sage ja Bananen und auch verschiedene exotische Sachen und trotzdem eine kleine Ergänzung oder vielleicht Korrektur. Es sollte, die Politiker sollten richtigerweise, die österreichischen Politiker österreichische Interessen vertreten, die französische und so weiter. Aber genauso wichtig, sie sollten auch über den Tellerrand schauen und schauen,
was hat die Globalisierung wirklich gebracht. Und die Globalisierung muss nicht prinzipiell schlecht sein, aber sie ist sehr schlecht gestaltet worden. 71% der Weltbevölkerung muss mit weniger als 10 Euro pro Tag leben. Und da ist unbedingt erforderlich, dass man schaut, wie schafft man es, dass die auch fair behandelt werden. Und das ist eigentlich meine Motivation, dass ich gegen das Handelsabkommen bin und dass ich auch bei uns in Heinfeld schon Veranstaltungen organisiert habe. Und zwar gibt es Opfer der Globalisierung und Opfer dieser Freihandelsabkommen. Und das sind eben die Leute, wie gesagt, 71% der Weltbevölkerung. Und da müssen es eigentlich die Möglichkeit geben, so wie es die Cornelia schon gesagt hat, dass der Welthandel so fair gestaltet wird, dass dort die Leute nicht unter die Haut kommen. Weil, wenn man den Frieden so versteht wie ich, nicht nur als Abwesenheit einer bewaffneten Auseinandersetzung, dann der Satz stammt jetzt ja nicht von mir, es kann und wird keinen wirklichen Frieden geben, ohne ein wirklich starkes Bemühen um Gerechtigkeit. Das war das eine, meine Motivation. Und dann habe ich eine konkrete Frage zu dem Volksbegehren, zu dem Ablauf. Gibt es wirklich, das ist gerade beim Herfahren jetzt auch die Frage, gibt es auf Gemeinden Listen mit Ausschließungsgründen, dass jemand nicht unterschreiben darf bei diesem Volksbegehren, weil er schon woanders unterschrieben hat? Ich glaube, da gibt es sehr viele Missverständnisse. Vielleicht kann ich es aufklären, bitte. Ja. Danke. Ich möchte nur schauen, ein Diskutant noch und dann schließen wir mal die Diskussion zurück, machen wir noch ein Schlusswort am Podium. Ja, Silvester Hable, ein bisschen lauter bitte. Ja, Silvester Hable. Nein, ich wollte es so halten, ja. Mehr hinhalten. Ich wollte mich halt auch gerne kurz zu Wort melden. Ich habe das schon einmal da bei seinem Vortrag noch gesagt. Das Thema Schiedsgerichte und überhaupt unabhängige Gerichtsbarkeit und sonst was. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass mit der unabhängigen Gerichtsbarkeit und mit dem Rechtsstaat, mit dem sogenannten Rechtsstaat in Österreich sehr schlecht gestellt ist. In Österreich können sogar Verbrechen rechtskräftig erklärt werden. Ja. Das müsst ihr alle wissen. Ne? Da müsste ja ein Sturm der Entrüstung ins Parlament und zur Regierung kommen, wenn ein Justizminister zum Justizminister wird. Wenn die aus Jux und Tollerei unschuldige Leute terrorisieren dürfen, kriegen nicht einmal eine amtshafte Entschädigung. Da zum Beispiel in der Lempach habe ich eine Grundbuchfälscherbande aufgedeckt und aufgerissen. Der Landespolizeidirektor Brücher sagt an meiner Seite, er kümmert sich darum, dass er diesen Verbrechern das Handwerk legt. Und der Herr Justizminister, der was da jetzt eine Brüllnachbarschaft daheim ist, ja, ist nicht einmal so viel, dass ein Landespolizeidirektor, mit dem er selber in die Schule gegangen ist, ja, dass er den unterstützt und sagt, pass auf, ich kümmere mich darum, dass ich diesen Verbrechern das Handwerk lege und dass das jetzt am Blut geht, Schlag auf Schlag. Es ist leider auch im Parlament sehr viel Korruption da, dass man manchmal glauben könnte, es gibt eine Verschwörung überhaupt gegen die Bürger, dass überhaupt nicht einmal die kleinste Partei kaum ist, sie schon drin, schon nach Koalitionen schielt, damit sie irgendwo an die Futtertröge, so wie an die Schweinefuttertröge herankommen können, aber nicht einfach den Bürgern ein bisschen Unterstützung geben. Es dürfte ja gar nicht passieren, dass überhaupt jemand ein Verräterabkommen mit Übersee unterzeichnet, wenn die Korruptionsstaatsanwaltschaft dem sofort mit Haftbefehl zulassen müsste. Also ich möchte euch nur noch mal sagen, dass ihr mal wisst, was wirklich kaum passt. Ich habe 17 Jahre gegen die größte Mafia von der Republik Österreich kämpfen müssen. Nur, dass ihr es einmal wisst. Ich war zweimal oder dreimal im Fernsehen bei der Residenzzeit, das wurde rausgeschnitten, ja, damit ja niemand sieht, was da für Korruptes gesehen in Österreich ist. Ja, weil das ja über Grenzen aufgebaut wird. Und das wäre natürlich auch recht schön, der
Ufer, der Herr Nationalratspräsident ist jetzt auch da, der hat das jetzt auch gehört, der kann das da drinnen ruhig auch mal gerne ansprechen und einmal fragen, warum unsere korrupten Gesindel-Politiker nicht fähig sind, ja, für Bürger da zu sein, für die so angelobt worden sind. Ich möchte aber noch ganz kurz sagen, dass es überhaupt keine Verlierer auf der Welt geben dürfte, weil der industrielle Fortschritt in der Technik und so weiter viel mehr produzieren lässt, als was wir je gehabt haben. Es ist nur eine Frage, dass man den Leuten erklärt, wenn du was haben willst, musst du schon ein bisschen was tun auch und nicht den Heiselbauer blöd belächeln und in Urlaub fahren, wenn der bei der Mischmaschine steht und dann kommen wir von Urlaub und sagt, du haben was, wir geben. Ne? Also dann müssen wir schon im eigenen Land ein bisschen Hausverstand einschalten und die Volksschule wieder in Erinnerung rufen, was mit der Schule gelernt hat, die Grundrechte sorgen. Wenn man nicht steppert, das hat man halt einmal schlecht. In der ersten Klasse Volksschule, ich bin übrigens da in der Trennung in die erste Klasse Volksschule. Das heißt, in die Schule gehe ich gern, weil ich dort so vieles lerne. Was ist heute? Die Schule schaffen wir auch, die Noten schaffen wir auch. Und wenn man so ein Wissen mit lauter Blödheit kann man nichts produzieren. Und der Wohlstand ist nicht durch Blödheit entstanden, sondern nur durch Fleiß und durch Wissen. Und dann soll man nicht die Leute einfach alle behindern und bekämpfen, die fleißig waren. Weil ich habe auch eigentlich für das, dass ich nicht viel gehabt habe, am Anfang ein bisschen was geschaffen da auch. Aber es gibt auch im Dorf so Neidkomplotte, die das halt nötig sind, und da gibt es halt auch die, was die Grabburfälscher sogar animieren. Auf einmal wollen sie gewohnheitsrechtlich einbrechen in den Grundstück und wollen sie das ins Grabbuch hineinfälschen, dass sie einbrechen dürfen. Na, das passiert da in unserer Ortschaft, bitte. Ne? Darf ich zum Schluss zu kommen, weil das wird jetzt wirklich sehr weit vom Thema weg. Ich glaube, wir verstehen, was du meinst. Haben wir noch eine Wortmeldung, oder? Ja, bitte. Und dann Sie auch noch, der Herr mit dem Geldschutz. Sind Sie dann auch noch zu Wort gemeldet, oder? Ja, aber dann machen wir bitte Schluss, dann machen wir noch eine Schlussrunde am Podium und Sie sollen auch noch Gelegenheit haben, die gute Küche dieses Hauses kennenzulernen. Denn dieses Haus ist sehr auf regionale Produkte und auf ökologische Produkte ausgerichtet und es soll Ihnen ja auch noch ein bisschen zugutekommen. Der Wienerhörer das zweite Mal in Mittelösterreich. Das war eine Veranstaltung und ich habe vorhin sehr erlebt auf dem Robertsplatz beim Querreisen Lagerhaus, war ich im LKW fürs Shining Futter zustehen und habe im Oktober angefangen, 2015 angefangen, dass ich Bauern gegen Aufgusse und informiere. So, hat dann dazu geführt, dass ich am ersten Arbeitstag im neuen Jahr zum Schiff haben müssen, der war unterschreiben lassen, ich habe solche Sachen in Zukunft unterlassen. Danke, das war's. Ich habe gerne Radio Österreich, da wurde mal Radio Österreich, da wurde mal ein Steuerberater vor kurzem, ist da interviewt worden, am 11 Uhr vormittags, der hat gegen diese Bargeldaufhebung ausgesprochen, die Reformrechte hat den da so bremsen müssen, der ist so gerne zu und so für, machen wir dann das durch. Das tut, dass er gegen das Bargeld oder fürs Bargeld wettert. Ja, er hat schon eine Ratsverordnung davon und er will wieder mal sagen, Papa durfte das eh gelöst haben, dürften nichts geben. Das macht in jedem Jahr. Weil Biobau, 7 Hektar Grünland daheim, ein paar Mutterkühe. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, einen schönen Abend, ganz so witzig geht es nicht auch, wie der vorletzte Kandidat.
Aber was mir auch wichtig ist zum Sagen, ich will mal nicht in 20 Jahren oder irgendwann da stehen und mir denken, ich habe gegen das auch nicht angekämpft. Also ich will auch ankämpfen gegen